What kind of crazy are you? Hoi, guten Morgen, willkommen in Triester. Everybody's crazy. Es ist Woche 49, wo wir jetzt anfangen, am Sonntagmorgen. Ich bin da wieder am Zäunen, wie ihr seht. Also ich mache einfach den Schaf Geissenweid nochmal ein bisschen grösser. Damit sie einfach immer wieder ein Neues haben und immer wieder mehr Bewegung wieder. Und Claudia auch noch einmal muss ich den Tag füttern, weil die nächsten 2 Tage, Montag, Dienstag, bin ich auf dem Lehrbetrieb. Claudia ist allein da oben. Und da sie letzte Woche schon erzählt hat, wie sie sich so gerne mit dem Haushalt beschäftigen, habe ich gedacht, mache ich das für sie, damit sie mehr Zeit hat. Oh, Claudia, so schön geht's. So, da habe ich noch ein Topani-Boot geerntet. Das gibt jetzt Mittag Beilage zu Geissenfilet. Ja, Sophie und ich, wir essen vom feinsten Geissenfilet mit Topani-Bu zum Mittag. Claudia natürlich auch Topani-Bu. Und ja, ein bisschen Wintervorrat hat es noch vom Topani-Bu. Schön. Zum Fertigmachen müssen wir Claudia dazu holen. Einfach schnell zum Aufmachen beidseitig. Und jetzt stellt Claudia den letzten Pfosten. Und dann ist wieder fertig. Und wir können zum Mittag kochen, gell Claudia? Ja. Also Sophia ist schon am Topani-Bu schnibbeln. Und ja, ich tue es jetzt halt kommentieren, wenn Claudia noch den letzten Haken dort einhängen, damit ihr das auch mal gesehen habt. Dass Claudia nicht noch putzen. Hey, viel Spaß mit der Claudia und willkommen in Triester. Schön, bist du da. What you gonna do? What kind of crazy are you? 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 Ghetto wonky, acting like a monkey. Just gotta keep it funky. You might come up with something. If you're feeling idle, maybe you and I could ride a unicycle while playing a kazoo. Hit it. So, bei mir ist jetzt Montag am Nachmittag. Der Colin ist heute Morgen gegangen, 2 Tage weg. Das heisst, heute habe ich natürlich mein Übliche gemacht, gehaushaltet, das heisst aufgeräumt, super gemacht. Ja, jetzt kann man sich wieder wohlfühlen. Und ja, sonst habe ich eigentlich nur Routine-Sachen gemacht, mehr oder weniger heute. Gell, und ja, die Hunde haben ein bisschen langweilig gehabt. Jetzt habe ich gedacht, wir machen noch einen kleinen Spaziergang mit denen. Genau, das ist der Plan. Faro kommt auch mit. Da habe ich noch einen schönen Stein gefunden. Mal schauen, was der Spaziergang sonst noch so ist. Well, if you've got odd behavior, then do yourself a favor. Just love your crazy flavor, let it all shine through. Don't let the straight and formal fool you that they are normal, because you know that they are all just crazy like you. Also sind nicht nur eine Yo, Freude. I was crazy as a baby and I never changed. Some people hide they crazy, I put mine on center stage. They used to scream, yo, you're making a scene, stop that. And now I rock hip hop in a purple top hat. And they still screaming, now they scream, oh yeah. I hope I rock a show in Oz and you're all there. I'm a secret agent, acting normal is my alias, but I'm the craziest, far out like aliens. What kind of crazy are you?
heute ist Dienstag. Ich fliesse der blöd da unten beim Peace Circle rein. Und die Esel sind auch mitgekommen. Wir haben vorher schon ein kleines Spaziergängchen gemacht mit den Hunden und Fliese voll vorige Energie. Warte, ich zeige es euch. Crazy over here right now. Reezy, was machst du? If you think bigger is better, then you might wanna think again. 'Cause if less is more, you can't ignore that small gets 10 out of 10. Ja, auf jeden Fall. Was habe ich heute noch gemacht? Ja, es ist nicht so schön Wetter, wie ihr seht. Und natürlich übliche Routine. Und dann habe ich noch ganz einen Haufen Salz fertig gemacht. Salzgeschenkli. Und ja, genau. Das hat auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Das habe ich noch erledigt. Sonst noch ein paar Sachen. Und jetzt so extra die Hunde noch ein bisschen bewegen. Noch ein bisschen raus. Und dann gehe ich dann. Der Colin kommt dann erst später heim. Das heisst, wir sehen uns gerne. Kreuzen uns auch nicht. Und ja, damit die Hunde noch ein bisschen draußen waren, noch ein bisschen Bewegung in der frischen Luft. Und ich auch. Es tut immer gut, egal bei welchem Wetter. Did you know the world around us is much more than one big thing? It's a lot of little things joined up together that make me wanna sing. Appreciate the small things, the small things. Hoi! Es ist Donnerstagmorgen. Schau mal. Jetzt kommt wieder. Oh, Papa, es ist Donnerstagmorgen, es ist schon ziemlich frisch, aber heute gibt es blauen Himmel. Selber bin ich gerade so, ich muss Tee trinken anstatt Kaffee. Es ist so ein bisschen. Ja, Papa, trinke ich zuerst mal einen Tee, weil die Tiere haben alle ihren Morgen bekommen. Und ja, gestern habe ich kein Video gemacht, weil gestern habe ich mich, also am Dienstagabend, als ich heimgekommen bin vom Lehrbetrieb, habe ich vergessen, mein Ladegerät mitzunehmen. Und dann kein Handy gestern. Und dann musste ich es holen und so, und bis ich dann wieder daheim war mit allem drum und dran, habe ich nichts mitgemacht. Ja, aber jetzt gehe ich Tee trinken und nach dem Tee trinken, wenn die Sonne ein bisschen vorgekommen ist, tue ich noch ein bisschen bei der Winterweide umstellen. Also immer ein bisschen weiter schieben, mehr Platz geben, frisches Gras geben und gleichzeitig den Stall verbunden haben, dass es einfach ein bisschen leicht schiebt. Oh, jawohl, das mache ich nachher. Aber jetzt hast du mal heißen Pfefferminztee. Please appreciate the small. Appreciate the small things. The small things. Appreciate them all. Also mich hat es jetzt definitiv ganz flach gelegt. Heute Nacht hatte ich Fieber und alles drum und dran gehabt. Und wenn ich sehe, das Wetter auch dementsprechend. Das heisst, ich tue jetzt die füttern und dann passiert heute nicht mehr viel. Ui. Ja. Also ich kann euch sagen, das war jetzt recht anstrengend. Ich habe mir überlegt, noch kurz ein bisschen mehr machen, Kompost spiegeln und so. Aber ich gehe zurück ins Bett. Well, it's not the size that matters. Does matter have a size at all? It gets less and less till nothing's left, like a set of stacking dolls. Es ist Samstag. Es geht mir schon ein bisschen besser. Noch nicht ganz 100, aber das bin ich ja sowieso noch nie gewesen. Aber ich wollte sagen, habe ich ein schlechtes Gewissen. Die letzten zwei, also das Video ist nicht so viel passiert bis jetzt. Und letzte Woche auch nicht. Und ich weiss, ich schalte gerne, ich komme gerne vorbei, um zu schauen, was passiert. Darum, wisst ihr noch, ich habe ja ein Gewächshaus bekommen für 10 Stutz. Das ist 2 Meter breit und 3 Meter lang und 1,90 hoch. Und das tue ich jetzt hier auf dem Solarium, damit es möglichst schnell beim Haus ist.
Da ist es auch noch windgeschützt. Und es hat viel Sonne, also viel Wärme, also ein perfekter Ort fürs Gewächshaus. From all the tiny little critters to all the good deeds you have Erste done. Schicht, der erste Schnitt. Das ist etwa so gross wie jetzt. Da kommt das Gewächshaus an. Ja, jetzt noch den Rest ausgraben. Und schon fast bin ich fertig. Head up to something bigger. Ja, es ist Samstag nach dem Mittag und ja, der Colin hat natürlich wieder voll übertrieben. Er hat heute Morgen das Gefühl, er sei wieder voll fit. Er hat mich ausschlafen lassen. Danke vielmals an die Schule. Ich war nämlich recht kaputt gewesen. Hat mir gut getan. Aber ja, er hat natürlich dann gemeint, wir müssen wieder Terrassen bauen und weiss ich was noch alles machen. Und ja, jetzt ist er auf jeden Fall wieder zurück auf dem Sofa. Und ja, ich bin auf dem Weg ins Tal runter, dann einkaufen. Und ja, morgen arbeite ich dann noch am Sonntag. Und dann nächste Woche habe ich aber sonst mehr oder weniger Ferien. Ja, ich freue mich. And then you get the hole-in-one, so appreciate the small things. Ja, natürlich hat der Colin schon einiges geplant für unsere Ferien. Ich habe gedacht, wir erholen uns mehr oder weniger, aber nichts war. Nein. Das eine oder andere müssen wir schon machen und erledigen. Das ist auch gut, wenn wir das Zweite da sind. Aber ich bin auch dafür, dass wir schauen, dass wir uns zwischendurch auch noch ein bisschen Zeit für Entspannung und anderes nehmen können. Aber mal schauen, ihr werdet es ja dann sehen. So, Einkäufe sind erledigt. Jetzt bleibt mir nur wieder raufzulaufen mit allem. Ja, aber dann, wenn ich oben ankomme, es ist nämlich ziemlich kalt und grusig. Ich glaube, man sieht es auch. Ja, dann weiss ich, hat der Colin eingeführt. Und dann gemütlich hersitzen, Tee trinken, Päuseli machen, etwas Feines zu Nacht kochen. Ja, ich glaube, das wäre es so für heute. Ich glaube, ich verabschiede mich. Also vorher habe ich nicht mehr so lange gemacht oben beim Graben. Es war schlecht geworden. Jetzt habe ich aber noch mal raus müssen, weil ja, es hat so fest gewindet, hat alles wieder abdeckt, habe ich es zudecken, Katzenkiste noch machen. Ja, weil schaut, es steht. Cinderella, jetzt musst du mir aber erklären, wieso bist du draussen? Ich habe gestern Nacht zugemacht. Wie bist du nicht da rein heute Nacht? Hä, Cinderella, wo bist du heute Nacht? Wo hast du übernachtet? Where did you sleep last night? Ich stehe mal kurz vors Haus, besseres Licht. Es ist Sonntagmittag. Ich bin heute relativ spät dran mit dem Video und es ist auch kein langes Video. Ja, die letzten 2 Wochen nicht so lang, aber ich habe nicht so viel passiert. Aber wisst ihr was, wir sind so dankbar, kommst du immer wieder schauen. Und wie ich vorher im Video gesagt habe, wir würden gerne mehr zeigen, aber es geht nicht immer. Und, aber ich habe noch ein bisschen umprobiert mit KI oder AI, Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Weil wir haben ja so eine intelligente Geschichte hinter uns, habe ich gedacht, hey, komm, ich verbinde das gerade. Und dann ein kleines 2-Minuten-Video gemacht, zum Erklärung, was passiert ist und unsere Dankbarkeit auszudrücken für das, was passiert ist. Ja, es ist ein bisschen abstrakt. Bilder passt nicht ganz zum Text, aber wer weiß, vielleicht siehst du den gleichen Zusammenhang. Es ist ein gratis KI-Programm. Ich habe es ausprobiert, aber die Geschichte, die ist wahr, die da so. So habe ich es mitbekommen. Das ist meine Wahrnehmung von dieser Geschichte, die passiert ist. Wenn du mehr wissen willst, bleib dran die nächsten 2 Minuten. Sonst danke vielmals fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren, fürs Liken. Falls du noch nicht abonniert hast, bitte tu doch abonnieren, es hilft. Dann verpasst du auch nichts, wenn du das Glöckchen drückst, kommst du sogar eine Meldung über, dass jeden Sonntag ein neues Video rauskommt. Hey! Wir von Paradies in Dresden, also Claudia und ich, wir sagen danke vielmals fürs Zuschauen. Wir werden jeden Tag weiterhin unser Bestes geben, ob mit oder ohne Fieber. Weil wir sind da
und mit dem Universum zusammen. Wir sind dankbar, wir sind so dankbar, dass wir in Triest dürfen sein und wir sind da zum Esswaren produzieren und die Natur zu unterstützen mit den Prinzipien von Permakultur. Hey, aber das ist nicht nur einfach gegeben. Tschüss zusammen, schöne Woche und weißt was? Ganz, ganz wichtig zu wissen ist, dass du die Welt zu einem besseren Ort machst. Danke vielmals, dass es dich gibt. Schön gibt's dich. Bleib du. Oder wird du, was du besser noch denkst. Hey, tschüss zusammen. Dank unserer lokalen Ackerbauleiter haben wir gelernt, was willkürlich alles geht, wenn man sein Amt nutzen will. Hier ist die Geschichte von der Knecht und sein Ackerbauleiter Stiefpaten. Gemeinsam saßen sie in der gemütlichen Stube und sahen ihre regionale Fernseh. An diesem gesagten Abend kam ein Videobeitrag unserer Hofparadischi Driesta. Da sagt der Ackerbauleiter, was sind das für Grüezi-Sägen der Permakulturisten? Antwortet der Knecht, die kenne ich, das ist der Colin, ein Grüezi, und seiner Frau. Sie machtet irgendwas, wo Permakultur heißt, keine Ahnung. Und von wo kennst du ihn? Was hast du mit ihm zu tun? Fragte der Ackerbauleiter. Ja, er macht seine Ausbildung zur Landwirt auf der gleichen Betrieb wie ich Knechte, sagte der Knecht unschuldig. Das geht gar nicht. Hinter dem Spiel komme ich also schon. Grüezi sägender Permakulturisten händ da nix zuiche, sagte der Ackerbauleiter. Ein paar Tage später saßen der Knecht, der Lehrmeister und ich beim Znüni und der Knecht erzählte uns, unschuldig dieser Geschichte. Der Lehrmeister und ich aber dachten nichts dabei, denn es gibt nichts zu beanstanden, da wir alles offiziell mit einem Hofberater aufgegleist haben. Aber nein, zum Glück gibt es der Ackerbauleiter, denn er hat alles in seiner Macht getan und einen Fehler gefunden, um uns ja einen Stein hinwegzulegen. Um dieser Fehler zu lernen, dürften wir noch 500 Franken Rekursgebühr zahlen. Denn der Ackerbauleiter hat sich nie persönlich bei mir oder mein Lehrmeister gemolden. Auf jeden Fall gratulieren wir dir, Herr Ackerbauleiter, zu Ihrem großartigen Sieg und bedanken uns für die Lehre. Die Frage ist nur, langet das jetzt? Das werdet mir wohl nächstes Jahr gesehen. Geht's Neues.